Arthur Schopenhauer hat seinerzeit schon gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. An den letzten Jahren oder auch an den letzten Wochen, also es nicht viel mehr bewusst gehen, wie wichtig Gesundheit an unser Gesundheitssystem sind. Das Interpellation ist schon in der letzten Legislaturperiode angefangen gehen, und wir begrüßen, dass wir das wichtige Sujet heute diskutieren können. Wenn wir uns aber heute müssen, besonders mit dem Sektor beschäftigen, dann ist es, weil die Leute mit vielen Problemen geplagt sind, trotz der Qualität und dem unermüdlichen Einsatz vom Gesundheitspersonal. Das Problem ist primär nicht durch den Gesundheitssektor geschuldet, sondern von der Politik. Von einer Politik, die in der Vergangenheit die verstopfte Rezepte von einer Tobak festgehalten hat, am Platz sich für Lösungen vom Markt abzumachen. Von einer Politik, die nicht Schritt mit den Herausforderungen gehalten hat, Stichwort demografischen Zuwachs. Von einer Politik, die nicht die Courage hat, für eigene Politik kritisch zu hinterfragen. Uns ist auch bewusst, dass 20 Jahre sozialistische Planwirtschaft bei den 365 nicht revidiert können gehen. Es hat keinen Wert, nach hinten zu gucken. Wir müssen mit all dem, was Leute konstruktiv nur viel gucken, erschaffen. Für das ist den Zustand vom Gesundheitssystem für ein entwickeltes Land wie Lützeburg nicht zu akzeptieren. Just ein paar Stichwörter als Beispiele. Nur wo es Probleme und Unzufriedenheit bei den Gesundheitsberufen, Wartezeiten an den Urgenzen, mangelnde medizinische Versorgung am ländlichen Raum, Engpässe an der Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie und so weiter. Ewig lang die Lehnen an Aufsuche von Rendezvous. Wir hatten recht rezent an einer Antwort von der Madame Minister auf parlamentarische Frage von der honorable Deputierten Madame Carol Hartmann hören, dass lang das Jahr bis 275 Mal der PET-Scan eine Aufsuche erledigt müssen. An all diese Probleme verstoppen sich aber Tausende von Einzelschicksalen, die unnötig lang am Ungewisse losgehen oder sich am Stach losfehlen. Es gibt Probleme wie Lösungen am Gesundheitssektor. Den CSV-DP-Koalitionsakkord schwätzt auch mehr von Analysen und Etüden wie von klaren Projekten. Wir hoffen aber, am Sinn von der medizinischen Versorgung heute zu Lützeburg, dass wir nicht nach 4 Jahren Etüden aufwarten müssen, aber dass man der Minister es heute schon überrascht mit konkreten Aussagen zur Umsetzung von Projekten. Wir wollen als ADR Probleme anpacken und konstruktiv mitschaffen, für sie zu lesen, am Platz nur zu gucken, weil es Zeit, dass etwas geschieht. Schwätzen Sie ein bisschen vielleicht über die Attraktivität oder die Unattraktivität von den Gesundheitsberufen. Babyboomer-Generation geht aktuell oder geschwind an die wohlverdiente Pension und dadurch wird sich die Penurie im Gesundheitssektor noch verstärken, wahrscheinlich. Dazu können auch eine rigide Struktur im Gesundheitssektor mit massiven Einschränkungen an der Ausübung von Gesundheitsberufen, wie zum Beispiel die Unmöglichkeit, auf eine Reihe von medizinischen Diagnostikapparaten zurückzugreifen zu können an der freien Praxis oder Einschränkungen durch Verschreibungspflicht von Medikamenten an der ambulanten und stationären Pflege. Einerseits haben wir Mangel und Ausbildungsmäßigkeiten für verschiedene Gesundheitsberufe, andererseits ein Überangebot an einzelnen Domänen, was zu einer Verwirrung und Unklarheit an der Ausbildung führt. Hier will ich Beispiel nennen von der Afirmia, die entweder via BTS oder Bachelor ausgebildet kann gehen. Das wird viel Frustrationen bringen, eventuell unterschiedliche Saläre, unterschiedliche Karrieresmöglichkeiten, Hierarchiekonflikte, Vorstellungen von den Aufgaben, die zu erledigen sind, an der Empfang für den nämlichen Beruf an die nämliche Berufsbezeichnung. Ein weiteres Problem ist die Differenz zwischen der liberalen und der angestellten Berufsausübung, also der Freiberufler, an denen die angestellt sind. Als Beispiel sei frei genannt, am Spitalsektor kann ich für rund 10 Mitarbeiter Produkte ausgehen und für Funktionamenskosten für rund 1,7 Millionen Euro Produkte. Zahlen, die an unserer liberalen Berufsausübung undenkbar sind, bedingt durch strikt Umsatz von einer jahrzehntealten Nomenklatur und von der Einschränkung im Bereich von der Gerätemedizin. Da will ich annehmen, dass in einer Welt, wo das Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben eine immer mehr wichtige Rolle spielt und auch die Gesundheitsberufe immer mehr feminisiert sind, es eine Katastrophe ist, dass es als Doktor praktisch unmöglich ist, heute in Lützeburg an einem Angestelltenverhältnis zu schaffen, sie wird an den Spitälern mit einer Ausnahme oder den Bausen an den Praxen. So wie wir die einen Gesundheitsberufe überreglementiert haben, so haben wir andere überhaupt nicht reglementiert,
was hier Zulassung und Anerkennung betrifft, so wie am Fall vom Psycholog. Das führt auch zu Frustrationen und Ungerechtigkeiten im Terrain und mischt dir groß ab für sogenannte Scharlatanen. Ich kann nach einer Beispiel aufzählen für die Gründe von Unattraktivität der Problematik für viele Gesundheitsberufe heute zu Lützeburg. Wir schmengen, Madame Minister, als ihre solchen Interviewen hat ihr selber auch genug Mordgrut, wo es krumm an der Hack leidet. Herr Chamberspräsident, liebe Kollegen, kommen wir zu einer weiteren Problematik am Gesundheitssektor. Hospitalier versus Extrahospitalier. Wir stellen eine Zentralisierung von den Gesundheitsstrukturen, besonders am Milieu hospitalier, auf den Zentrum an den Süden fest. Patienten aus dem Norden und Osten sind gezwungen, länger Trajekten zurückzulegen und unnötige Wartezeiten in Kauf zu holen, weil es für Doktor schwierig ist, auf privater Initiative Centre Medikoen oder kleinen Polikliniken am Rest vom Land abzumachen. Durch Konzentration von der Gerätemedizin an Diagnostik an den Spitälern gehen diese Strukturen immer mehr unflexibel und zu administrativen und organisatorischen Monstern. Dazu kommt, dass Spitäler nur verschiedene Regime führen. Die einen mit Belegbetter, das heißt mit freiberuflichen Doktoren, wie zum Beispiel an Hôpital Robert Schumann, und die anderen mit fest angestellten Doktoren wie das CRGL, sodass hier Funktionamenter nicht mehr verglichen können gehen und Garden unterschiedlich organisiert sind. Am Kader vom Milieu hospitalier und Extrahospitalier geht es auch schmerzhaft bewusst, welche Defizite wir immer noch haben an der Digitalisierung vom elektronischen Patientendossier. Unabhängig von der Datenschutzproblematik stellt sich permanent froh von der Kompatibilität von den verschiedenen Insellesungen von den einzelnen Akteuren am Medizinsektor. So ist es heute unmöglich, ohne enormen technischen Aufwand, all Donner von einem Patient an einem einzigen zentralen Dossier zusammenzuführen. Das führt dazu, dass a. der Patient allkehr seine Krankengeschichte kann erzählen, b. zu potenziell doppeln Analyse könnt und c. der Weg zur Diagnostik und schlussendlich Therapie unnötig und lang gezogen wird. Ein weiteres strukturelles Problem betrifft die Schwächsten in unserer Gesellschaft, Kinder. Am Prinzip haben wir im Zentrum am Norden jeweils eine Maternität. Die Vergangenheit hat es aber bewiesen, dass die Struktur von der Maternität am Norden auf ganz wackeligen Beinen steht. Das aufgrund vom Mangel von Pädiatren neonatal für eine Permanenz zu assurieren. Die einzig vollwertig 24-Stunden-Urgence wird von der Kinderklinik an der Stadt assuriert. Kennt ihr euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle die, die Kinder oder Girdelsche oder Pattersche haben, vorstellen, mit einem 6 Monate alten Puppelchen mit Fieberkrampf nutzt, von Weißwampig an den Stadt zu fahren, für geholfen zu kriegen. Wenn er nicht zu Weißwampig wohnt, kann er sich nicht vorstellen. Aber denkt einfach drüber, weil die muss bis an den Stadt kommen, wenn er da geht wohnen. Ich persönlich kann, aber will mir das nicht vorstellen. Ein weiteres Problem bei den Kindern ist die Mentalgesundheit. Ein Sujet von brennender Aktualität. Am Kader von der Organisation von der Sciences Ming Chamber, organisiert vom Zentrum für politische Bildung, ist dieses Sujet quasi auch immer auf der Tagesordnung von Seiten der Kinder. Und ich meine, das können auch die Kollegen hier bestätigen. Wenn ihr an Kinder denkt ihr aber auch an Kommunikation, also sich ausdrücken und verständlich machen, wenn ihr Peng hört. Das ist aber nicht leider nicht mehr ein Problem von unseren kleinen Patienten, aber auch den großen an den Spitälern. Durch die starke Wachstum sind wir auf Personal aus dem Ausland angewiesen, das DAX nicht mehr eng von den 3 administrativen Sprachen kann. Das führt zu Frustrationen auf Seite der Patienten, weil sie sich in einer Notsituation nicht verständlich machen können, respektive das Gesundheitspersonal nicht verstehen. Ein weiterer grosser Baustein ist noch immer nicht in die modernen Medizin an hier bisweilen angepasste Nomenklatur. In dem Sinn ging ich heute gerne Motion deposieren. Merci, Madame Schuss. Seit Jahren schon gehen Diskussionen und Verhandlungen in diesem Sektor gefeiert, wobei die Mediziner sich an diesem Austausch immer konfrontiert gesehen mit einer politisch gewollten gemeinsamen Front für Staat und Krankenkasse. Da ist es nicht verwunderlich, dass verschiedene Doktoren in der Vergangenheit zeitweise den Verhandlungstisch verloren haben, weil sie ihre medizinische Freiheit nicht in den Diktat von der Politik stellen wollten. Ein Beispiel häufig ist, dass es momentan keine Position an der Nomenklatur gibt für die Funktionamentskäste von den sogenannten Appareils lourds am Extrahospitalier. Wir müssen uns bewusst sein, dass dadurch bedingt nicht alles, was an der Medizin möglich und sinnvoll ist, heute zu Lützeburg praktiziert kann gehen, weil kein entsprechendes Remboursement für den Nack gibt.
Das ist noch immer nicht aktualisiert Nomenklatur. Am Bereich von den medizinischen Aktivitäten dreht auch zur Attraktivität vom Beruf von medizinischem Personal bei. Dazu könnt auf der anderen Seite aber auch das notwendige Arbeiten ohne entsprechenden Akt an der Nomenklatur durchgeführt gehen. Bei den Affirmien gehen heute beispielsweise ca. 32%, ein Drittel, von ihrer Arbeit nicht von der Nomenklatur aufgedeckt und damit remboursiert. Direkt Leute drohen sind Patienten auf der einen Seite und indirekt das medizinische Personal auf der anderen Seite. Erschwert wird die Situation noch, dass der Kontrollmedikal von der Krankenkasse ein Mangel an Spezialisten hat, was dazu führt, dass nicht spezialisiert Personal Fachfirmen Decisionen treffen muss. Wenn ich vom Gesundheitswesen schwätzt, muss ich noch die Penurie von den Medikamenten ausschwätzen. Seit über 2 Jahren arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen am Gesundheitsministerium daran, für den Aussatz von einer Lösung zu erreichen. Leider ist bislang just ein Projet de loi für eine Zentrale nationale d'achat et de logistique auf die Instanz wie Brucht gehen. Ob das sogenannten Knall, aber die Penurie von Standardmedikamenten wird verhindern können, ist an den A von der ADR mehr wie ungewiss. Das strukturelle Problem von einem kleinen Land ohne eigene Pharmaindustrie an der Medikamentenversorgung geht weit über den zentralen Abkauf und Logistik, die damit verbunden ist, heraus. Als letzter Punkt von dieser bei weitem nicht vollständigen Ablösung von Problemen im Gesundheitswesen ginge mir gerne noch die Wolle Forschung an Universitäten schwätzen. Wir begrüßen ausdrücklich die Affäre von einem Bachelor in der Humanmedizin, wo wir aber bedenken für seinen Success ohne entsprechenden Masterstudiengang heute zu Lützeburg schon. Dazu können Kontrant, dass für die Zulassung zum Bachelorstudiengang eine ganz restriktive Politik am Bereich von der Sprache besteht, wie wir rezent aus der Presse geworden sind. Ein ähnliches Problem haben wir übrigens auch bei den Affirmien, die wegen den exigenten sprachlichen Aufforderungen an der Schule die Ausbildung schlussendlich im Ausland aufschließen, jetzt sie am besten Fall dann zurück auf Lützeburg arbeiten kommen. Mit zurück bei Doktoren. Der nicht komplettierte Studiengang auf der Uni bremst automatisch die Entwicklung von der medizinischen Forschung heute zu Lützeburg. Zusätzlich verkomplizieren Administrativprozeduren, Datenschutzvorschriften und schwerfällig und langwierig Ethik und die Realisation von Forschungsprojekten. Dadurch gehen die DOCs überhaupt nicht herangereicht. Eine mangelnde Legislation verhindert zusätzlich die Erhebung von Daten, wie zum Beispiel im Fall von einem nationalen Krebsregister. Wie am Anfang von meiner Rede gesagt, ging der Ärger konstruktiv zu Lösungen am Gesundheitswesen beitragen. Kommen wir also zum Teil, wo ich gerne Proposen als Lösungsansatz von der ADR vorstellen ging. Grundsätzlich sind wir uns ja hier im Heiligen Haus sicherlich alle eins, dass den Access auf alle Gesundheitsservices eine Priorität vom Lützeburger Staat muss sein. Dazu brauchen wir eine Verkürzung von der Wartezeiten für spezifische Untersuchungen. Das können wir erreichen durch eine Dezentralisierung von der Spitalsmedizin, an dem es bei den freiberuflichen Medizinern erlauben, sich an Gemeinschaftspraxen zusammenzuschließen, an eine Gerätemedizin, an den Bereich Diagnostik und Therapie zu investieren. An so multidisziplinären Zentren muss doch möglich sein, von angestellten Medizinern zu schwätzen, ohne Einschränkung von der freien Berufsausübung natürlich. An dem Kader ging ich auch heute eine Motion deposieren. Für das Propos aber praktisch umsetzbar ist, muss zeitgleich die Nomenklatur entsprechend der Kreation von diesen multidisziplinären Zentren angepasst gehen, wie ja auch am Koalitionsakkord schon vorgesehen ist. Am Kader von einer besseren medizinischen Versorgung für Kinder fordert der eine Zweitpädiatrie, die 24/7 funktioniert, das ist am liebsten am Norden des Landes. Das muss möglich sein, wohl wissend, dass wir heute in Lützeburg mehr Pädiatren haben wie in der Großregion. Auch heute, Herr Präsident, ging ich gerne Motion deposieren. Merci. Für eine moderne Medizin muss Telekonsultation am ländlichen Raum, am ambulanten Bereich und am Kader von der Hospitalisierung daheim gefördert gehen und darf nicht nur am Kader von Pandemien eine Ausnahmeregelung kriegen. Es bleibt natürlich noch immer dem Doktor vorbehalten, zu dezidieren, wie weit ob Telekonsultation an den einzelnen Fall zurückgegriffen kann gehen. Des Weiteren darf Telekonsultation aber nicht nur auf den rein medizinischen Bereich beschränkt bleiben. Es muss auch möglich sein für andere Prestationen, die am Kader von der Krankenkasse remboursiert gehen. Zum Beispiel Konsultationen bei der Diäteticienne oder beim Logopäden.
Am Kader von einer besseren medizinischen Versorgung von der Bevölkerung proposiert der auch eine Anpassung von den Remboursementen durch Krankenkassen. Unter anderem am Bereich von der Brille, den Zahn, am Bereich von der Kinesiotherapie, der Chiropraktik, der Akupunktur, der medizinischen Massagen, aber auch am Fonds für den Erhalt von der Gesundheit. Durch zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung von Abonnementen auf Fitnessstudien, was übrigens Privatkrankenversicherungen schon lange verstanden haben. Betreffend den Spitalsektor proposiert der, dass alle Mediziner dieselbe Statut haben. Vom organisatorischen und Aktie auf Medizin für die Patienten wird der Statut mit einer fixen Remuneration wie bei unseren europäischen Opern sicherlich eine Option, die nicht zu negligieren ist. Zusätzlich fordert der, dass ein professionelles Management, das legal zu definieren wird, natürlich an den Spitälern institutionalisiert wird. Momentan ist es eine enorme Herausforderung für die Spitäler, einen Betrieb von bis zu 2000 Leuten zu gerieren. Neben dem Personalmanagement muss aber auch das Gerätemanagement einer modernen Medizin entsprechen. Es kann nicht sein, dass Doktoren an den Spitälern mit einer evaluierten Technik arbeiten müssen. Oder zum Beispiel, wir haben in der Chambre am Dezember 2023 einen neuen PET-Scan stimmen, den der voraussichtlich im Oktober 2025, wenn ich alles richtig verstanden habe, betriebsbereit ist. Am Gesundheitssektor dürfen wir auch nicht die Überstunden vernachlässigen, die gemacht werden. Das ist ein kleiner Prozentteil durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal verschuldet, mit denen er seit 2019 relativ stabil, wie man der Antwort von der Minister auf eine parlamentarische Frage von Die Linke lesen konnten. Die Ursache von den solchen Überstunden und dadurch von der Unattraktivität der medizinischen Berufe ist, wie man es denken konnten, ein Mangel an Personal. Der verlangt eine klare Linie, was die Ausbildung von Infirmieren an E2 angeht. Wir brauchen keine 2 Ausbildungsschienen, wie am Block bei den Infirmieren, und auch keine zusätzliche Kreation von neuen Karrieren, wie zum Beispiel vom E2-Techniker. Wir brauchen Zukunftsperspektiven für das Berufe und eine dadurch eventuelle Erweiterung von den Attributionen von den verschiedenen Berufen. Es ist auch wichtig, dass der Beruf vom E2 den Weg zurück an die Spitäler findet. Die Infirmieren an den E2 sollen ihren primären Beruf ausüben können und nicht die Zeit mit administrativen Taschen verbringen. Administrative Taschen sollen durch administrativ Personal ausgeführt gehen, beziehungsweise den Arbeitsaufwand soll durch eine entsprechende Digitalisierung reduziert gehen. Das ging die Berufe valorisieren und mehr attraktiv machen. Der proposiert auch eine klare Linie bei der Ausbildung von unseren Doktoren. Dummer der Menge mehr vollständige Studiengang am Bereich von der Humanmedizin mit den entsprechenden Ausbildungsplätzen vom Arzt im Praktikum an einem Lehrspital und dann noch die entsprechenden Möglichkeiten für eine spezialisierte Facharztausbildung. Für fertige Mediziner zu motivieren, im Land zu bleiben oder ins Land zurückzukommen, proposiert der eine echte Installationsprämie für Niederlassungen von freiberuflichen Doktoren anzuführen. Das kann zum Beispiel in der Form von einer finanziellen Unterstützung sein oder in der Form von Bereitstellungen von entsprechenden Praxisräumlichkeiten. Besonders gefördert soll die Installation von multidisziplinären medizinischen Zentren gehen. Dort in der Politik eine entsprechende gesetzliche Kader zu setzen. Wir begrüßen das Gesetzesprojekt von der KNAL, also der Zentrale Ackaufs- und Logistikzentrale. Wir bedauern aber, dass es momentan so ausgesehen, wie wenn sie als parastaatliche Institution angelöst wird. Als ADR hätten wir lieber eine Zentrale am Sinn von einem Public-Private Partnership, also von einer nicht staatlicher, privater Institution. Wir wollen denen bestehenden Infrastrukturen die Möglichkeit geben, eine privat organisiert und finanziert zentral an einen gesetzlichen Kader abzurichten. Wir sind gegen die unnötige Schaffung von zusätzlichen staatlichen oder parastaatlichen Infrastrukturen. Da, wo wir schon funktionierende Privatorganismen im Terrain haben, aber wo sich schüssen noch die Frage von der Organisation an der Zusammenarbeit stellt, sollen das auch die Möglichkeit kriegen, für so ein Zentrum auf die Beine zu stellen. Ein anderes Problem ist die Umsetzung vom Virage Ambulatoire an der Form, wie momentan am Gang aus, sich heute zu Lützeburg aufzuzeichnen. Grundsätzlich war die Idee, eine Reihe Akten und Diagnostiken an die Hand von freiberuflichen Doktoren zu legen, für die Kliniken zu entlasten. Diese Mesure hat aber den Nachteil, dass der freiberufliche Doktor bei gleichem Salär die Gesamtkosten von seiner Infrastruktur und vom Personal hat selber müssen finanzieren, im Gegensatz zu seinen Konfrères und Konzernen am Spitalsektor.
Wie das in der Nomenklatur aber an diesem Kader bis nicht geändert gouf, kann eine Wirtschaftlichkeit von diesen Einrichtungen nimmen durch eine starke Frequenz erreicht gehen. Wenn aber ein Freiberufler im medizinischen Sektor die Frequenz abschraubt und dadurch an den A von der Krankenkasse außergewöhnlich viel Akten aufrechnet, gerät es schnell an den Verdacht von einer Fraude. Da wenn es darüber zeigt, dass die Virage ambulatoire nicht mehr funktioniert, wenn die Privatstrukturen nur Erfüllung von gewissen Kriterien natürlich eine ähnliche Finanzierung für hier Infrastruktur kriegen wie der Spitalsektor. Ein weiterer Punkt ist ein elektronisches Patientendossier. Ein elektronisches Patientendossier ist kein Erfolg. Ein grosses Problem bei diesem UTS, dass der Patient nicht genug Kontrolle über die Daten hat, die im Dossier sind. So wie ein Dossier aufgestellt ist, ist nicht einmal für viele Doktoren klar, was schon gemacht ist, was noch muss gemacht werden und was das Suivi ist. Aus dem Grund ist der Meinung, wir sollten ein elektronisches Patientendossier ganz anders aufbauen. Das könnt ihr auf Basis von Abmachen, die der MMD entwickelt gelassen hat, so dass das Patientendossier schließlich seine Zielsetzungen erfüllt, Patienten einen Mehrwert daran erkennen und Doktoren noch anständig damit arbeiten können. Das ist wichtig, dass Gesundheitspersonal jene Kompetenz Access auf die nächste Stunde vom Patienten hat, aber auch der Datenschutz muss garantiert gehen. Du willst unterstützen mit dem Konzept von einem elektronischen Patientendossier nach der Oplage, dass größtmögliche Sicherheit für den Datenschutz gilt und dass der Patient Dossier für sein Dossier refusieren kann, beziehungsweise zu allem Moment Zugriff auf sein Dossier hat. Der ganz breiten Zugriff vom Kontrolle medikal auf verschiedene Fischchen als Gegenstand von Kritik muss überprüft gehen. Die Damen und die Herren, Herr Chamberspräsident, ich könnte noch lange so viel fahren. Züge, von denen ich noch gar nicht geschwärzt habe, den Enkadrement von Leuten mit spezifischen Besoin, Krebspatienten, Leute mit raren Krankheiten, Präventionsmaßnahmen, Plan nationalen, der ganze psychologische und psychiatrische Volley und noch den dringenden Besoin von einem Kannerhospiz heute zu Lützeburg und noch viel weitere Themen. Madame Minister, ich war letzte Woche bei einem Fest, du hast mal gesagt gehen, ich zitiere, also dem Minister, von dem ich am meisten hören, beziehungsweise konkretes Gewür gehen, aus dem Gesundheitsminister. Und unser Gesundheitssystem ist brach. Zitat Ende. Ganz so pessimistisch ging ich es persönlich nicht ausdrücken. Mit kann ich nicht sagen, dass über 20 Jahre sozialistische Gesundheitspolitik spurlos und als Land gegangen sind. Schon an den letzten 12 Monaten auf Social Media nachverfolgen können, wie viele Interviews dir, Madame Minister, hat. Ich hoffe, die hat Zeit, ihren Überblick zu verschaffen und an die Kulissen gucken zu können, nach viel mehr, wie das möglich ist. Madame Minister, ich hoffe, die hat solche Etüden und Analysen aus dem Koalitionsakkord können aufschließen. Kommt gleich für hin mit konkreten Projekten und Lösungsvorschlägen und verträgt es nicht die nächsten 4 Jahre mit weiteren Analysen oder wir müssen mal für dich gucken. Einerseits Patienten, aber andererseits auch Gesundheitspersonal haben nicht satt, den zweiten Preis zu kriegen. Wir brauchen Leute mit Courage. Courage für das ganze System zu hinterfragen. Neu Wege zu gehen, sich mit einer Krankenkasse auseinanderzusetzen, ambulantisch mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Sonst dauert es nämlich lang, aber wir haben definitiv eine Zwei-Klassen-Medizin. Die sich leisten können oder mit den nötigen Relationen sehr geholfen kriegen, an die anderen, die sich brav an die Reihe stellen und dumm aus der Wäsche gucken. Oder aber an 2 Klassen gesplickt. Die angestellten Doktoren versus die Liberaldoktoren, die dabei gucken können, wie sie Tronnen kommen. Die Damen und die Herren, Herr Chamberspräsident, wir müssen das Gesundheitssystem grundsätzlich überdenken und eventuell reformieren. Was kann am Gesundheitswesen effizient zusammengelöst gehen, aber was nicht? Wo sie Plätze für extra hospitaliere Strukturen, wo machen sie Sinn und in welcher Form? Wir müssen als Gesundheitspersonal ihren primären Beruf ausüben lassen, und sie nicht ohne Schreibtisch fesseln. Wir brauchen definitiv eine Schnelladaptation von der Nomenklatur und die heutige Zeit am Kader von einer funktionierenden Tripartit, genauso wie eine moderne Medizin mit den nötigen modernen diagnostischen Hilfsmitteln. Wir müssen fortkommen vom Spartendenken an der Medizin, wo jeder seine Zöpfchen kocht und die Linkshand nicht weiß, was die jetzt möchte, also ich gehe für responsabel fehlt. Wir müssen in die Richtung von einer holistischen, fachübergreifenden Medizin gehen, wo jeder Hand an Hand schafft. Und genau da kriegen wir das Wohlbefinden vom Mensch an den Mittelpunkt. Sie wird der Mensch als Patient oder als Person aus dem Gesundheitswesen.
Es ist Zeit für ein Gesundheitswesen, das den Erhalt von der Gesundheit und die Lebensqualität an den Vordergrund stellt. Weil wir am Anfang den Arthur Schopenhauer zitiert haben. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. In dem Sinn, so ich allgemein merci für die Nullaustren, aber bleibt gesund. Très bien. Merci vielmals, Madame Alexis Schoß.